Ich bin mit Nintendo groß geworden, okay? Ich hatte schon diverse Konsolen von ihnen gehabt. Hauptsächlich natürlich der Game Boy Color damals, dann von dem auf der DS und dann auf der 3DS, auf der New 3DS XL und dann auf die Nintendo Switch. Und dann habe ich tatsächlich sogar noch eine alte NES gehabt, Nintendo Entertainment System. Das auch ein ziemlich geiles Gerät war. Jedenfalls geht es heute um eine Konsole ganz speziell, die ich mir auch vorbestellt habe bei Nintendo selber mit einem Tag Verzögerung. Crazy. Die haben tatsächlich einen französischen Lieferdienst genommen. Und der Typ, der ist for real aus Frankreich bis hierhin gefahren. Das ist nicht zwischen deponiert worden für keine Ahnung, dann die Post von der Schweiz. Und das, nein, das ist wirklich der Franzose selber. Etwa 400 Kilometer, 450. Okay. Jedenfalls, seit 8 Jahren gibt es jetzt das schöne Ding da. Die Nintendo Switch 1 und sie ist revolutionär gewesen und ist sie auch immer noch. Denn ja, es ist die ultimative Konsole und es gibt Leute, die werden jetzt sagen, hey, die Switch 2 ist innovationslos, was gar keinen Sinn macht. Dazu kommen wir nachher. Ey, es ist einfach geil. Du kannst das Teil mitnehmen, du kannst es aufstellen, du kannst nicht nur die Controller abnehmen und zocken, nein, du kannst sie sogar einem weitergeben und ihr könnt auf einmal beide so spielen. So geiles Konzept. Sonst, was haben wir noch hier? HD Rumble, Bewegungssteuerung. Natürlich generell, man kann dann recht schnell einfach das Zeug zuswitchen alles. Und wenn du daheim hast, spielen, gedockt. Rausgezogen, so gespielt. Oder natürlich auch mit so einem Ding. Ich habe jetzt auch noch die alternativen Joy-Cons drauf. Und es hat funktioniert. Und ich finde auch von der Gemütlichkeit, es ist natürlich rüppelig. Es sieht aus wie ein Dackel mit Down-Syndrom, aber es hat funktioniert. Und sonst, naja, wir hatten noch eine spezielle Idee gehabt mit dem kleinen Ding. Das ist ja der Gyrosensor, nicht Gyro, der Infrarotsensor. Auch eine spezielle Idee gewesen. Aber es ist so geil. Und das Konzept, genial. Und das Einzige, was es wirklich ein bisschen geleckt hat, ist halt dann halt einfach die Performance von dem Ganzen. Also, dort ist noch ein Nvidia Tegra, was auch immer, Chip drin gewesen. Nicht ganz so geil. Jedenfalls haben wir jetzt natürlich den Nachfolger. Ich habe mir das Teil so geholt. Ich bin ein Fan von physischen Spielen. Obwohl ich PC-Spieler auch bin, ich muss schon sagen, physische Games sind es einfach. Und ich glaube, es hat nochmal einen Unterschied. Auf dem PC will ich keine physischen Games mehr. Aber auf einer Nintendo-Konsole vor allem will ich das. Und damals habe ich mir auch zum Beispiel das Mario Kart 8 Deluxe auch in physisch geholt. Obwohl es eigentlich eine Enttäuschung war. Ich meine, wir hatten ja hier nur die Spielkarte gehabt und sonst haben wir eigentlich nicht mehr gehabt. Also das war schon traurig gewesen. Bis auf cooles Design innen und außen. Wegen dem habe ich mir Mario Kart World nicht im Bundle geholt, sondern halt physisch. Und da sind wir gespannt. Jedenfalls hat es natürlich noch das Case gehabt. Ich habe das von der Switch 1 auch hier noch nebendran liegen. Es sieht eigentlich 1:1 identisch aus, nur es ist ein bisschen mehr gealtert, sage ich jetzt mal. Also vom Design, es sieht auch viel smoother aus, was auch für die Switch 2 generell gilt. Tschüss. Und ja, das ist es eigentlich auch so. Und ich würde auch sagen, wir werden da gar nicht mehr gross jetzt drum herum reden. Wir fangen einfach mal an mit dem Auspackerlebnis. Es ist übrigens heute Freitag, der 6. Wie gesagt, das Ding hat es gestern angekommen. Ist es nicht. Ich bin Crash-Out gegangen. For real. Ich bin heimgekommen, ich bin hässlich. Ich bin jetzt heute extra, ich habe jetzt all meine Überzeit gefühlt aufgegeben, weil wir haben jetzt eben Mittag. Ich bin extra vom Arbeiten heimgekommen, nur um das Teil jetzt auszupacken. Und ich bin so gehypt. Ich liebe Nintendo und ich freue mich auf die Konsole wie einfach noch nie zuvor. Fangen wir mal an. Also, auf der Vorderseite Nintendo Switch 2 TM. Eine schöne Hand, natürlich das Gerät selber mit der Docking Station. Auf der rechten Seite Wall of Text, was beinhaltet ist ein BE001, was auch immer das ist. Das ist das Display. Joy-Cons, ein Power Supply,
Netzteil, genau, Netzteil, Kabel, Dock, Grip, Handschlaufen und ein HDMI-Kabel. Nochmal schön das Bild, wie das Teil ungefähr in der Hand in Aktion aussieht. Auf... Auf der eigentlichen Vorderseite, wie es aussieht, Nintendo Switch 2. Und auf dieser Seite nochmal Anwendungsbeispiel. Ja, auf der Unterseite Wall of Text und wir drehen jetzt mal um. Ich weiß nicht, ob ich da etwas zensieren muss. I don't fucking know. Jedenfalls, Original Nintendo Seal of Quality. Oh ja, das ist es einfach. Ja, und auf der Vorderseite. Geil. Okay, scheinbar, obwohl das die eigentliche Vorderseite ist, ist es irgendwie auch die. Ich bin verwirrt. Packen wir das Ding aus? Genau. Ich habe noch mehr überlegt, die originale Switch-Verpackung zu nehmen, aber ohne Scheiß haben wir angeschissen. Die ist so verstaubt. Ich habe das Teil ausputzen. Okay, das ist verwirrend, weil irgendwie man macht das Ding auf und das ist alles kopfverkehrt. Also eigentlich doch irgendwie ist das die Vorderseite. Holy shit. Das Ding ist gross. Damn boy, he's thick. He's fucking thick. Look at this. Wow, holy shit. Na, das ist... Also das ist brutal. Das ist for real. Also das ist geisteskrank. Holy shit. Okay. Ey, Alter. Okay, geil. Wieder auf die Seite. Die neuen Joy-Cons, die... ja. Ey, also wenn man sie so in die Hand nimmt, sie wirken gar nicht unbedingt grösser. Im direkten Vergleich dann schon, wenn man sie aber komplett umklammert, auf jeden Fall. Aber wir machen das natürlich so, das Beste kommt zum Schluss. Alter, ey, das Ding fühlt sich nicht mehr so an wie ein Switch. Das fühlt sich irgendwie wirklich noch... Eigentlich nicht mal eine Nintendo-Konsole mehr an, so ein bisschen. Alter, ey, hyped. Wir haben noch ein bisschen WC-Papier, das HDMI-Kabel, was glaube ich super High Quality ist, I don't know. Die Handschlaufen, oder besser gesagt die Gleitschirm, Schirm? Keine Ahnung, ja, für die Joy-Cons. Nice. HDMI-Kabel ist glaube ich ein bisschen spezielleres, was aber gut ist, dass das mitgeliefert ist, weil ich weiß gar nicht, meine HDMI-Kabel, die ich daheim habe, sind relativ alt. Relativ alt, I don't fucking know, aber ich weiß nicht, ob die 4K oder respektive 120 FPS kann unterstützen, was die Konsole kann. Also 4K 60, Full HD 120 und, das habe ich gar nicht gewusst, 2K 120, was genial ist, weil ich habe einen 2K Monitor und 4K ist sowieso unnötig. Ausgenommen, du hast wirklich einen grossen Fernseher, das macht Sinn, aber für jeden normalen Fernseher ist es egal. Nice! Sehr geil. Nochmal gut. Hier haben wir den Charger, der jetzt der ist schwer, der jetzt eigenständig ist, also das Kabel ist nicht mehr festgemacht, was ziemlich gut ist. Und das Ding ist smooth. Das Ding ist erstaunlich smooth. Ich bin jemand, der sehr auf die Details auch schaut und allein schon, dass das auch hier bedruckt ist mit Nintendo, das ist etwas, was man nicht immer hat. Geil. Und es ist schwer. Was kann das Ding? 100 bis 240 Volt, 50 bis 60 Hertz, bla bla bla. Das 27, 45, 60 Watt. 60 Watt? 60 Watt ist viel. 60 Watt ist sogar sehr viel. What the fuck? Geil. Okay, das ist gut. Natürlich hier noch ein USB Typ C zu C-Kabel. Hey, von denen habe ich mittlerweile auch tausende rumliegen. Aber keins ist mit Nintendo gebrandet. Wegen dem wird das auch eingesetzt. Ja, Kabel noch Qualität hin. Dann der neue Grip. Okay, das sieht schon mal anders aus. Wir nehmen mal jetzt den von der Switch 1 kurz hier in die Hand. Ich habe den tatsächlich am Anfang noch oft genutzt und das Ding wird auch am Anfang genutzt werden. Weil ich habe leider das Geld nicht für einen Pro-Controller. Ich habe aber den Switch 1 Pro-Controller. Wenn man das sich so mal anschaut, das ist crazy, jetzt einiges da irgendwie, also nicht nur der Name. Das Material ist ein bisschen anders, gut, der ist vielleicht ein bisschen verfettet worden.
Er ist viel grösser, er ist kantiger, hat so ein kantiges Design und das hat noch so etwas Plastikspielzeugmäßiges fast schon. Es ist wenig, aber es ist doch viel. Und von der Rückseite haben wir das auch. Was ich gerade merke, man hat hier kein, was auch immer das war. Ich glaube, das hier, das ist irgendwie so für einen Schlaufen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wer das hätte nutzen sollen. Das hat man jetzt auf jeden Fall hier beim Switch 2 Controller weggenommen, beim Grip. Macht wahrscheinlich Sinn. Man hat hier mattiert, was ich gut finde, und man hat glossy hier drin. Ich glaube, das war aber auch bei dem schon hier nicht der Fall gewesen. Nice, wiegt ein bisschen mehr, muss ich sagen. Von der Seite sehen wir das auch. Ich finde die Akzentfarben so viel geiler. Ne? Also du hast einfach nur fucking Metall gehabt, jetzt hast du da schön so mattes Blau und Rot. Schon geil. Ja, sehr, sehr nice. Dann kommen wir zum Dock. Das fühlt sich schon mal anders an. Das wird vorsichtig auf dem Boden da. Die Docking Station. Tada! Okay. Ja, die fühlt sich anders an. Wir haben jetzt hier unten so Lüfter, was ein bisschen an einen Router erinnert. Das Teil kommt auch mit einem Lüfter dazu. Ne? Also man hat hier innen nochmal einen Lüfter. Das heisst, die Switch kann durch das mehr Power tatsächlich auch bekommen. Was im ersten Dock nicht wirklich gegeben war. Nice. Innen sehen wir auch ist es ein bisschen glossy, außer ist es mattiert. Das kann man jetzt deutlich einfacher wegnehmen. Wir haben hier den USB-C, also Power Supply, HDMI Out und wir haben einen LAN-Anschluss. Das werde ich zwar nicht brauchen, weil in der Schweiz haben wir for real gutes WLAN. Also MOE, ich bin bei der Swisscom und da kann ich mich tatsächlich seit etwa 6-7 Monaten nicht mehr gross beschweren. Aber es ist cool, dass man das trotzdem hätte. Sehr nice, sehr nice. Wirkt anders. Also das Teil hier hinten, das klappt richtig. Gut, das auch. Aber bin ich sehr crazy. Wie sieht eigentlich der Mechanismus innen so aus? Okay. Ja, sieht relativ identisch aus. Also, weißt, das Ding ist ja so, das klappt sich ja so runter. Der Buckel, den man in der Mitte sieht, klappt sich runter und da kommt eigentlich der USB-C-Port wirklich raus und steckt sich in die Switch ein. Haben wir da eigentlich immer noch. Ja, geile Sache. Sehr, sehr geil. An der Seite, wir haben immer noch zwei USB Typ A Anschlüsse, das ist geil. Rückseite haben wir Nintendo, jetzt ein bisschen subtiler. Unterseite, Oberseite, wir haben natürlich hier was auffallende Rundung drin. Nice! Sehr geil, sehr, sehr geil. Boah, ja, hyped. So, jetzt haben wir eigentlich alles ein bisschen ausgepackt. Ich würde mal sagen, es kommt noch nicht zum Highlight. Zuerst Spiel. Wir haben jetzt hier eine Switch 1 Verpackung neben einer Switch 2 Verpackung. Und naja, ich muss schon sagen, Design ist ein bisschen weird. Also von der 2. Aber irgendwo gefällt es mir weniger als die 1 Verpackung, aber irgendwo auch mehr. Ich finde es auf jeden Fall cooler, dass es rot ist irgendwo, statt einfach nur das Durchsichtige. Was aber irgendwie schade ist halt wirklich der fette Balken, der drauf ist. Ich weiß nicht, warum wir das nicht auch so machen können, einfach mit dem 2 halt, also mit dem eigentlichen Logo. Aber es sieht trotzdem sehr geil aus. Wenigstens etwas, es geht jetzt hier rundherum. Also hier ist einfach nur Ü und hier geht es jetzt rundherum. Ziemlich nice, da haben wir das 2. Nintendo. Ja, und es ist generell ein bisschen kleiner geworden. Aber sonst sieht es eigentlich recht ähnlich aus. Ja, da kann ich jetzt auch auf den ersten Blick jetzt keinen wirklich grossen Unterschied erkennen. Also, interessanterweise, man sieht es hier nicht, die haben eigentlich die originalen Switch 1 Icons hier verwendet. Ne? Das sind einfach genau die gleichen. Das ist interessant. Was ich jetzt zwar gerade noch nicht sehe, und das finde ich aber ein bisschen schade. Hier haben wir Pro Controller, Nintendo Switch 2 Unterstützung, Joy-Con Lenkrad, das haben wir auch hier. Nur hier hat man noch den Support von Amiibos. Ich hoffe sehr, dass irgendwann auch Amiibos hier noch nutzbar werden, weil ich habe etwa 4, 5 oder 6 Amiibos habe ich und ich würde die schon auch gerne irgendwie einsetzen können. Ja, Peggy 3 hat sich nichts geändert, Mario ist nicht gewalttätig geworden, das sind wir froh. You're crazy!
Mario Kart 8 Deluxe, sehr geniales Mario Kart gesehen, aber ich bin trotzdem froh, dass wir mal bei einem neuen sind. Tun wir das mal auspacken. Tun wir es mal auspacken, tun wir es mal vergleichen. Schnell, aber scheiß drauf, einfach aufschneiden hier und gut ist. Kommt raus! Ich habe übrigens, kurze Randinfo, mir Capture Card von Elgato geholt und ich werde sehr viel Content jetzt auch demnächst dann auch mit der Switch 2 aufnehmen. Könnt ihr euch also darauf einstellen und bei der Switch 2 wird es ein bisschen Content sein von allem möglichen. Ich werde nicht alles, es gibt zum Beispiel schon jetzt Games, die ich sehr, sehr gerne Let's Playen würde. Aber das Problem ist wirklich nicht. Bei Mario Kart World bin ich mir noch unsicher, weil... Ja, mal schauen. Online-Modus wird wahrscheinlich etwas gemacht, aber ja. Ja, das ist halt genauso enttäuschend wie bei der Switch 1. Was willst du halt? Nur, es ist jetzt rot. Und die haben immer noch da theoretisch die Dinger für etwas Beilegendes bis Cyberpunk. Erstaunlicherweise viel Liebe an CD Projekt Red. Die haben Cyberpunk 2077 mit Phantom Liberty auf die Cartridge gepackt, die volle 64 GB ausgenutzt und haben sogar noch fucking Sticker in der Verpackung da. Ehre. Das hätte ich bei jetzt einem Spiel wie Cyberpunk gar nicht mal so wirklich erwartet. Das ist sehr viel Fanliebe. Und ich werde mir zwar Cyberpunk nicht für die Switch 2 holen, vielleicht schon, aber nur wenn es im Angebot ist, weil ich also schon auf dem PC. Aber ohne Scheiß, die haben sogar für die Switch 2 alle neuen Steuerungsmöglichkeiten, die du mit den Joy-Cons kannst verwenden, eingesetzt. Also du kannst Mausmodus, Gyrosensor, den Nintendo iPlug, I don't know, alles einsetzen. Geil. Ah ja. Dann ist die Cartridge. Ja, halt eigentlich das gleiche wie vorher. Ich muss mal schauen, habe ich den Mario Kart da drin? Was? Ich habe Super Mario Bros. Wonder in physisch, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, das wäre in abgeladen gewesen. Ich habe aus irgendeinem Grund nicht Mario Kart gerade hier dabei. Was mich ein bisschen verwirrt. Wo ist denn das Spiel? Aber ja, nehmen wir fucking Skyrim dann. Also, wir sehen, es ist eigentlich... Ja, also es ist gleiche Größe, gleiche Breite? Fragezeichen? Ja. Genau, einfach nur jetzt in Rot und natürlich mit viel mehr Power da drin. Und die schmecken uns, glaube ich, immer noch grusig. Ich verstehe nicht, irgendwie Leute, wenn sie da dran lecken, machen sie so. Es ist einfach nur ein bisschen bitter, aber es ist jetzt nicht so. Als wäre das irgendwie etwas komplett Weirdes. Ja, ist cool, aber damit die Kinder nicht verrecken oder. Ja, bevor wir jetzt wirklich mit dem Highlight anfangen. Die Tasche von der Switch 2, wo auch tatsächlich mit einer Schutzfolie dazu kommt. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, das ist bei dieser Tasche dann nicht dabei gewesen. Es war nur Schutzding, weil man muss auch sagen, wenn du als Nintendo selber eine Schutzfolie zuleist, dann heisst es, okay, wir haben vielleicht beim Bildschirm nicht geachtet, dass das scratchfest ist. Und die Switch 1 hat ja Probleme wie das. Ne? Du hast das Dock reingeschoben und es ist zerkratzt. Und ich habe zum Glück... Ah, das ist dann die Schutzfolie. Und das ist... Oh, Güssel. Das ist ein Güssel. Ja. Dem ist aber auch wirklich... Also jetzt schon ist grösser, ey. Holy shit. Tada! Ja. Ey, ist eigentlich basically die gleiche. Also wirklich gleiches Material. Logo eigentlich auch subtil gehalten, was ich nicht schlecht finde. Hinten in Neno. Nur jetzt viel cooler. Du hast ja hier eigentlich so zwei, die Reissverschlüsse einfach metallisch gesehen und jetzt hast du, glaube ich, die, ja geil, mit der Akzentfarbe von der Switch, was sehr, sehr geil ist. Und du hast so, kannst jetzt irgendwie so greifen, ein bisschen anders. Nicht schlecht, ist glaube ich cool. Ja, und so sieht das von innen aus. Eigentlich 1, 2, 1, das, was wir vorher hatten. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht noch ein bisschen mehr Platz für Games gemacht haben. Weil ich weiss bei Gott im Himmel nicht, was du mit dem Fangnetz da willst. Irgendwie fischen, ich weiss nicht. Also ich weiss for real nicht, für was du das in einer Switch hast. Ich glaube, ich habe das zwar hier genutzt, um so ein Tüchlein zu haben, was ich jetzt mal einfach hier reinstopfe. Aber wir sehen, es ist eigentlich 1 zu 1 das gleiche Ding. Ne?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Slots. 1, 2, 3, 4, 5. Du hast einen Slot dafür mehr bekommen. Ein Slot mehr. Das ist cool, wenigstens das. Ja. Und interessanterweise, du hast ja da das können so rausnehmen und irgendwie so aufstellen, weil ja die Switch 1 nicht richtig können mit billig Kickstand etwas machen. Hast du mit dem können und das hat man jetzt hier weggelassen, was aber auch Sinn macht. Brauchst du nicht mehr. So, kommen wir jetzt zum wirklichen Highlight. Endlich der Switch 2. Ich muss kurz mal mich beruhigen. Okay. Ich habe extra Hände gewaschen, weil wichtig. Wie so komisch verstaubt. Das fühlt sich auch an. Okay, das ist schon eine andere Welt. Ich merke, wenn ich da drauf haue, dann spüre ich so eine Art Sprungfeder oder so etwas, was da drinnen vibriert. Bei dem... Oh. Nicht, das ist solider, ey. Oh, die sind schon weit unten, ne? Holy shit. Also, es fühlt sich... Also, ihr seht es, wenn ich jetzt mal so habe, Finger kommen zu hier runter, Daumen, theoretisch, wenn ausgestreckt, kommt bis oben. Gut, okay, bei dem auch. Aber es ist grösser, es ist ergonomischer. Ich bin mir noch unsicher. Es gibt, glaube ich, Leute, die bemängeln etwas an dem. Und zwar der Trigger hier, der ist sehr weit unten, der ist sehr, sehr lang. Ja, da haben wir jetzt mal die Dinger, ne? Switch 1, Switch 2 und beides sozusagen die dunkle Variante, also geht ja nur das. Ey, und ich finde das Muster so geil, wenn du nicht reingehst, siehst du so ein bisschen funkeln. Der C-Button ist neu. Der Home-Button ist etwas anders, der scheint nicht mehr zu leuchten. Das finde ich ein bisschen schade, obwohl ich zwar auch sagen muss, ich habe das glaube wirklich bis jetzt nur 1-2 Mal in meinem Leben erlebt, dass der mal geleuchtet hat, weil das hätte er bei Notifications. Die Buttons sind grösser. Der Joystick kann ich auch noch gut. Wow, okay, der fühlt sich komplett anders an. Was? Der fühlt sich komplett anders an. Hä? Bei dem hier spürst du irgendwie so ein, ich sage jetzt mal ein Rattern, als wäre da so ein Kugellager drin oder so etwas. Okay. Die sind grösser. Aber ich habe das Gefühl, ein bisschen weniger Grip haben sie tatsächlich. Weil wenn sie kleiner sind, haben sie natürlich nicht so einen grossen Lauf. Es werden weniger steil, I don't know. Geil. Nice. Kurz mal im Vergleich zum... Ja gut, das ist jetzt halt der Link, aber das ist sozusagen das von Vorteil gewesen. Und ich merke gerade, die haben tatsächlich die Farbe geändert. Das ist ja wirklich das originale Switch-Rot und das ist jetzt mehr ein Lachsrosa geworden, anstatt das. Was aber gar nicht mehr so schlecht ist. Aber ich stelle mir auch vor, hätte es das richtige Rot da gehabt, oder das Pink eher, dann hat es vielleicht nicht mal so schlecht ausgesehen. Hat auch noch geil ausgesehen. Ach, geil. Schön weiter vergleichen dann, ne? Also so von vorne, Seite, diese Seite. Jetzt sieht man wirklich, die sind lang. Und Rückseite. Und jetzt haben wir hier einen kleinen Nippel da gehabt, einen kleinen Button. Jetzt haben wir hier wirklich so einen... der geht tatsächlich weiter hinten, als ich gedacht habe. Fühlt sich auch anders an, als ich gedacht habe. Hat kaum Widerstand. Genau, und natürlich die Seite, wo sich einiges da hat. Ne? Also wir haben hier noch eine Schiene aus Plastik. Und das ist jetzt auch noch Plastik, bis auf die Trigger hier, die sind jetzt metallisch. Ja, die Kontakte sind jetzt nicht mehr da unten, ich glaube der Kontakt für Strom und alles. Jetzt ist das halt natürlich da der Schlitz, wo noch schnell etwas reingeführt wird. Hier natürlich der Button zum Connecten, der ist immer noch der gleiche. Lightpads hast du auch ein bisschen hier. Und natürlich das kleine Ding, was da rauskommt, wenn ja, also das du natürlich lösen willst. Und nicht viel anders wird natürlich auch der linke Controller. Der hat natürlich auch ein anderes Blau. Es ist einfach heller geworden, also mehr Pastell. Und wenn man das mal kurz die so vergleicht. Alleine schon, wenn man die zusammen tut. Also wenn man die jetzt so aneinander tun, man sieht schon, okay, crazy. Es hat sich etwas da. Es hat sich wirklich was da. Sie sehen sehr genial aus.
Nice. Wenn man sie so in der Hand hat, sie sind anders auf jeden Fall. Kleines. Ich will noch ein bisschen ASMR machen, damit ihr das gehört. Oh. Das ist jetzt der neue Controller. Nice. Und jetzt haben wir einen neuen Mechanismus, den ich jetzt zum ersten Mal erfahren darf, wie der funktioniert. Crazy, ey. Und das ist auch ganz schön smooth eigentlich gemacht, dass das jetzt genau der gleiche Farbton ist, weil das haben wir ja hier nicht. Sehr nice. Und jetzt hier sieht man den grössten Unterschied richtig gut. Das ist heftig. Geil. Nice. Aber jetzt wird es Zeit für das wahre Highlight. Und zwar die Switch 2. What the fuck? Das Ding ist so high quality. Wow. Alter. Alter, ich sehe mich selber so crazy am Spiegeln. Oh mein Gott. Also das erste Mal in die Hand nehmen. Es ist eine neue Welt. Oh, Scheiße, das Display. Smooth as fuck. Natürlich durch das Display ändern, aber die sind mir wirklich scheißegal. Also, linke Seite, rechte meine ich, natürlich Joy-Con-Einfluss, hinten Switch 2 Logo. Und was ich ziemlich gut finde, du hast hier nicht mehr so hässliche kleine Beschriftung. Das ist jetzt glaube ich alles irgendwo versteckt einfach. Das hat man glaube ich hier rein verfranst jetzt, ja. Was super smooth gelöst ist. Sehr geil, also da hat sich etwas da. Allein der Kickstand schon. Ey, das Teil, und das sagen auch viele Leute. Wait a minute, was? Nein. Der Kickstand ist der metallisch. Wieso ist das so kühl? Okay, das weiß ich nicht. Linke Seite, Oberseite, Lüfter, Cartridges, Mikrofoneingang, glaube ich. Hat Kopfhöreranschluss, was ich glaube auch noch sehr wichtig ist, dass du da hast. Ich weiß noch nicht, was das Novelty hier ist. Haben wir hier nicht gehabt, das ist ein bisschen kurios. Der Power-Button hat sich tatsächlich auch ein bisschen verändert und der Volume-Button. Hätte ich jetzt nicht gedacht, die sehen tatsächlich ein bisschen anders aus. Ich muss mehr mit der Kamera hier ein bisschen etwas spielen, es tut mir leid. Ich bin noch Unboxing-Jungfrau halt. Geile Scheiße. Cartridge hat sich auch ein bisschen verändert, ist grösser geworden das Fächchen und du machst es nicht mehr von vorne auf, sondern wie es aussieht, von hinten. Holy shit. Also das sind Welten, das sind for real Welten. Also wenn man jetzt das so kurz mal aufeinander legt. Oh Gott. Also dann, es ist schon grösser geworden. Also es ist geisteskrank geil. Ja und ich bin mal gespannt auf den Kickstand. Das ist cool, da hast du da wirklich schön grosses Löchli sozusagen. Ja, der fühlt sich smooth an. Der fühlt sich sehr smooth an. Im Vergleich zu dem labberigen Ding hier. Ja, wirklich, das ist Schande gewesen. Wer von Nintendo ist eigentlich auf die Idee gekommen? Warum hast du nicht vielleicht noch auf dieser Seite wenigstens nochmal einen von denen gemacht? Und wie gesagt, viele sagen, aber das stimmt auch ein bisschen, die Switch 1 sie ist ein bisschen aus einer Notlage von Nintendo entstanden. Sie haben ja vorher die Wii U released und die Wii U war ein Flop, wie wir alle wissen. Und wegen dem hat schnell etwas müssen, aber schnell mit viel Liebe, mit viel Gedankenspiel und dann ist das rausgekommen. Und das Problem ist, geniale Idee, nur bei der Umsetzung jetzt noch gelegt. Das Teil wirkt jetzt wie ein Beta-Produkt, wie ein Kinderspielzeug im Vergleich zu dem Ding. Das ist unglaublich. Und wenn ich jetzt mal wirklich auch dann jetzt das erste Mal das Ding so richtig annehme, ich bin gespannt, geht das echt auch irgendwie? Es ist unfassbar groß. Wow, ist das Ding riesig. Scheiße, Alter, also wirklich.
Alter, schaut euch den Brocken mal an. Und das Display, muss man schon sagen, ihr seht es doch jetzt schon, der Schwarzwert ist jetzt schon, obwohl das Teil aus ist, es ist kein OLED, aber es ist einfach was anderes. Seht ihr, das ist nicht so gräulich irgendwie noch. Ich bin hyped, ich bin sehr hyped. Und das Display scheint gut zu sein, natürlich, du hast kein tiefes, sattes Schwarz sozusagen. Aber Digga, es fühlt sich so speziell anders an. Ich kann es gar nicht mal beschreiben. Und ich würde auch mal sagen, ey, es wird Zeit. Dann müssen wir kurz die Switch 1 hier noch nehmen. Kurz mal die Joy-Cons auswechseln, weil die hier sind defekt. Und dann müssen wir mit dem Einrichten beginnen. Bin gespannt, wie schnell das geht und alles. Switch 1, by the way, hat glaube ich einen Startspeicher von 32 GB integriert und die Switch 2 hat 256. Ich hatte das hier mal erweitert mit einer MicroSD-Karte, die ich leider nicht mehr verwenden kann, weil die müssen ja jetzt eine Express-Karte haben, die ich hoffe, wird nicht allzu teuer werden. Gehen wir mal kurz die Switch 1 starten. Genau, du hast... So. Ey, leider, das Menü wird sich nicht gross ändern, es wird ein bisschen smoother aussehen auf der Switch 2. Und wahrscheinlich wegen dem 120 Hz Display halt auch einfach was ganz anderes. Also Scrollen und so, das wird richtig geil. Und wir sind hier jetzt schon auf der maximalen Helligkeit. Dann wir das Ding aufstarten. No. Das Display ist geisteskrank. Ich bin sehr gespannt auf die Speaker. Was? Das? Wow! No way! Nintendo macht den fucking Apple Move. Als die gesagt haben, bessere Speaker, ich habe nicht das erwartet. Das sind nicht einfach nur größere Speaker. Die sind richtig platziert worden. Die Größe ausgemessen. Und das ganze Gehäuse von der Switch, das höre ich jetzt schon, dient als Lautsprecher. Nicht die Lautsprecher, sondern das ganze Gehäuse. Der Sound, der geht durch das Ding durch und erzeugt 3D-Sound. Das ist etwas, was man aus dem iPhone kennt. Aus dem iPhone kennt. What the fuck, Nintendo? Holy shit! Und eigentlich schon, man sieht sich die UI hat sich natürlich ein bisschen verändert schon beim Sound. Das ist ja noch kantig alles da und die Switch hat Gott sei Dank einfach ein smootheres Design gemacht, was man aber auch bei der Switch 1 machen kann. Und ihr seht, hat man einen kleinen Abstand dazwischen. Geisteskrank. Da sind übrigens auch die, das ist aber auch scheißegal. Die Lautsprecher, die sind das hier. Das sind die Lautsprecher. Oder? Ja, vielleicht sind es auch die kleinen Schlitzli da. Es könnten auch die sein. Nein, es sind glaube ich die hier. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen etwas. Das sind die Schlitzli und die sind vorher an der Frontseite hier gesehen und die sind deutlich grösser geworden, also wirklich. Und die Melodie, die du hier hast, fühle ich ultra. Du hast bei der Switch 1 gar keine Melodie gehabt. Und ich finde, das ist ein smoother Sound. Nintendo hat schon immer gute Musik gemacht, wenn es um Menüs geht. Ah, Alter, und das Klickgeräusch. Geil. Geil, ich freue mich so sehr. Oh mein Gott. Also Deutsch, hopp. Europa natürlich. Internet. Ja, das wird jetzt ein Pain. Jetzt muss ich mein Internetpasswort eingeben. Okay, ich gebe mal kurz das Passwort ein. Jetzt wird zum ersten Mal mit den Fingern etwas gemacht. Hier. Also wirklich, die grössere Tastatur ist alleine schon ein Segen, muss ich sagen. Also wirklich. So, hoffen wir mal, ich schaffe es. Sogar der Sound vom Verbinden haben sie verändert. So geil. Oh mein Gott. Ey, also das Soundsystem, ich staune. Ich spritze ab vor Freude. Das ist ja unglaublich. Digga, jeder Hund, der das Teil hatet, sollte sich ins Knie ficken gehen. Das ist ja mal eine Welt. Das ist etwas anderes da, Digga. Also für eine Switch 2 Konsole gibt es unterschiedliche Spielstile. Ja, das kann ich schon. Kannst du auch jetzt von oben laden und so Zeugs? Oh mein, okay, das hat sich scheiße schnell verbunden.
Okay, warte, die wollen, dass ich das jetzt schön hier ausklappe. Wahrscheinlich tut sie sich echt im Hintergrund schon einrichten. Also weißt du? Okay, dann mal. Okay. Später, muss jetzt nicht sein. Ich habe keinen Bock da jetzt. Ja, weißt du was? Wir können es mal kurz auch mal anschliessen. Einmal mal einen, aber ohne jetzt das Tutorial. Die sind. Oh wow, die kann man gar nicht mal so einfach knicken hier in der Mitte, das ist gut. Und so anbinden. Sieht richtig gut aus. Hast jetzt Glidepads eben für den Mausmodus und natürlich Handschlaufen. Und raus wieder. Ach, das ist geil. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Überspringen wir aber auch mal jetzt. Ja, ja. Wir haben das Update. Oh mein Gott. Alter. Ey, also das Teil macht jetzt schon einen Eindruck genial. Also kurz nochmal zu der Hardware. Wir haben hier einen irgendeinen Tegra-Chip von Nvidia drin. Das Teil, das hat DLSS, Raytracing sogar und ja, das ist eigentlich Arbeitsspeicher. Muss ich jetzt gerade überlegen, wie viel das hat. Ich glaube, ja doch 12 GB. Ich glaube, das hat noch 8 gehabt, oder 9. 12 GB Arbeitsspeicher, was eigentlich ganz schön gut ist. Aber ich glaube, nur 9 dürfen gebraucht werden. 3 sind für das System noch reserviert. Und ey, was ich liebe bei Nintendo sind immer die Updates. Ohne Scheiß, System-Updates immer instant da gefühlt. Geil. Also jetzt können wir hier noch den... Oh, und das HD-Rumbling. Ey, ohne Scheiß, das Vibrieren. Ich glaube, das orientiert sich an dieser Animation hier. Also es geht zuerst so runter und wenn es sich verbunden hat, dann BUM! Hey, tun wir mal Systemtransfer machen. Express oder X. Ich habe leider keins. Nintendo-Account anmelden. Oh, jetzt müsste ich aber mal da mein Handy wegnehmen. Ah. Ja, dann ist ich 46. Oh, das wäre aber der Horror. Das kann ich auch nicht mehr abbrechen. Ne? Ja gut, eigentlich ist es nicht mal so schlimm, da kann man den ganzen Scheiß ja, zusammenräumen. Wir fordern jetzt sowieso von dem hohen Sternzerstörer angegriffen. Perfekt Zeit. Die Konsole ist bereit. Der magische Moment. So geil. Okay. Es ist genau der gleiche Scheiß, oder? Aber die Rundungen, die machen tatsächlich einen grösseren Unterschied, als ich gedacht hätte. Wirklich jeder Sound ist sogar anders. Geisteskrank geil. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Smooth! Das ist meiner Meinung nach unfassbar underrated Feature, was ich gerade random herausgefunden habe. Ich habe gehört, die Joy-Cons, die können Sound machen mit der Vibration. Das hat es zwar schon mit der alten gegeben, aber das ist wirklich extrem. Das ist richtig lautes Piepsen eigentlich. Und das ist nur mit Vibrationen wie erzeugt, das ist geisteskrank.